Alles klar, Freunde, es ist soweit. Der Entscheidungskampf gegen die Kirche der Seros steht da, beziehungsweise gegen Rea selbst. Ist ein bisschen seltsam das Ganze, weil, wenn man sich mit Einheiten anguckt, ich meine, Shaman ist noch da, okay. Wenn der Kirche der Seros und so ist klar das eine, dass aber Alois, Manuel und der Hannemann auch noch da sind, wenn wir gegen die Kirche offiziell kämpfen, beziehungsweise, ja, ist eigentlich schon Rea. Hauptsächlich, aber sie ist ja auch die Kirche selbst, insofern. Ist ein bisschen seltsam, da er ja eigentlich explizit zur Kirche gehört. Naja. Ich habe offscreen die Zeit genutzt, mich noch ein bisschen, weil ich mir so dachte, komm, erstmal die Ziele haben wir wieder mal ein bisschen angepasst. Die sehen aktuell so aus. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich jetzt überall genau gemacht habe, weil es wieder mal ein paar Tage her ist. Ich glaube, allzu viel war es zwar, bei Felix jetzt noch irgendwie wieder die Magie reingepackt und so. Irgendwo habe ich was Gröberes noch geändert, ich weiß gar nicht mehr was. Ah ja. Ihr könnt es vergleichen mit dem letzten oder vorletzten Part, whatever, wo wir das letzte Mal gesehen haben, dann seht ihr es ja, was da groß anders ist. Ja, wir sind jetzt hier, offenbar sind wir, was mich ein bisschen verwundert, wir sind irgendwie immer noch bei Weiße Wolken, Kapitel 12, ja, Kapitelanzahl ist nicht verwunderlich, aber das Weiße Wolken heißt, wundert mich ein bisschen, weil, ja, irgendwie soll der Name ja ändern, sobald sich irgendwie etwas in der Geschichte ändert. Haben wir sagen lassen, vielleicht kommt der andere Name ja eher später. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ansonsten bei Michael habe ich noch die Fertigkeiten geändert, weil irgendwie hatte ich etwas ganz Seltsames drin. Und zwar hatte ich plötzlich Lanze Level 1 drin, hier in der ausgerüsteten Liste. Kein Plan warum, ganz ehrlich. Vielleicht hat es damit zu tun, weil Vorteil habe ich doch gelernt. Nicht das Hell, glaube ich, aber sonst mal. Und ich war ja kurz einmal als gesehen in der Klasse unterwegs und hat es deswegen Probleme gegeben oder so? Kein Plan. Dreh ist ebenfalls gleich geblieben, glaube ich, soweit. Oder Felix hat jetzt auch Vorteil drin, weil es jetzt Söldner-spezifisch ist. Das könnte sein, wa? Wenn ein Söldner ja genug gelernt hat, dann kriegt er diesen Skill. Naja, ist ja egal. Ansonsten für die heutige Folge, ich habe noch ein bisschen umgeguckt und so, was noch alles, oder was zumindest alles gibt. Wir haben ja hinten, ja, also wir sind doof, wir haben einen Waffenmeister, wir haben einen Schmiedin, wir haben Verkäufer, einen Bataillonsgildenleiter, das ist zwar alles cool. Ich habe schon Bataillonsgildenleiter, aber ich ein bisschen, also geguckt auch bei Raphael logischerweise, da Bataillone bei ihm wieder was Klügeres drin habe und nicht mehr den Kack da. Ist aber kaiserlicher Pegasusritter drin, Gruppenlanzenangriff, weil sah so aus, würde relativ viel Schaden machen. Problem war eigentlich eher, dass ich irgendwie mit ich glaube auch geändert, ja, irgendwas war. Doch, es war schon mit Raphael, dass irgendwie ja das ganz Seltsames drin hatte. Als Bataillon, das er gar nicht bräuchte, sag ich jetzt mal. Oder das eigentlich für seinen Sinn falsch war. Bei der guten Edelgard war, da wären eigentlich die kaiserlichen Wyvern-Ritter mal fällig. Wieso die jetzt nicht mehr ausgerüstet waren, aber kein Plan. Wir werden uns vielleicht schon mal noch mitteilen. Felix ist klar, dass er nichts bekommt. Natürlich Ingrid. Die Frage ist, kann sie überhaupt, weil bei ihr ist Bataillon ja eigentlich relativ schwach unterwegs. Ja, sind ja fliegende Einheit, also sprich Bodendruck und gehen bei ihr gar nichts. Ansonsten habe ich noch geschmiedet und repariert. Das habe ich obscure aus dem Grund gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war wegen der Kohle, wofür es am besten einsetzen sollte und so. Und das Problem ist, ich habe keine Materialien mehr zum Schmieden. Die waren ziemlich eingeengt leider. Das heißt, ich hätte noch gerne ein bisschen mehr geschmiedet, habe es aber so dabei belassen, dass Bernadette hat ein paar Dinge reparieren lassen, das stimmt. Felix hat jetzt ein Silberschwert Plus, das ist neu, was ich gemacht habe. Ich hätte auch aus dem Silberschwert ein Kriegerschwert machen können. Aber das Problem ist, ein Kriegerschwert, auch wenn es doppeln würde, deswegen für Felix Waffenlevel eigentlich ganz cool wäre, die Trefferquote ist ein bisschen weniger gut. Und ich bin schon darauf angewiesen, dass Felix immer trifft. Deswegen Silberschwert Plus, macht ein bisschen mehr Damage. Ich hoffe, dass man also relativ schnell noch mit dem Schwert auf Rang A kommt. Soweit dazu. So, und jetzt wird gequatscht mit den ganzen Leuten. 帝国型につくよう父を説得してみようと思います。きっといえ
絶対に父は聞き入れてくれないと思います。それでも家を存続させるためにはこれしかないのだと伝えなければ。 Klingt soweit eigentlich sinnvoll. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst, weil es klingt irgendwie so mit der ganzen Kapitel, mit dem Vorbereiten und so. Es klingt irgendwie echt so, als das letzte Kapitel kann sich sagen, weil 12 Kapitel wäre für Fire Emblem schon sehr, sehr wenig. Und mittlerweile weiß ich ja auch wenn es ungewollt ist, wie die anderen Routen, also vor allem die der blauen Löwen und goldenen Hirsch aussehen, die gehen bei weitem noch weiter. Also im hinten Kapitel 20 war ich gar nicht mal so schlecht mit der Vermutung. Das heißt, auch hier, wenn wir jetzt uns halt für Edelgard entschieden haben, es müssen noch ein paar Kapitel kommen. Theoretisch. Und das natürlich mit Sollen. Ah ne, der ist ja tot. Talon, Thomas, nee, wie ist der andere Typi? Der Boss von Sollen. Oh, Thomas. Ah Mann, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß. Egal. Kein Plan, ich würde so das ja gerne fragen, aber die ist ja weg. Beziehungsweise mit uns verschmolzen. Naja, whatever. So, es hat einen Krieg beiden. 私の名はラディスラバ。エーデルガルト様の近衛兵長を務めさせていただいております。我が主は自分にも他人にも厳しいお方。冷徹に見えて劇場を秘めておられます。それゆえ誤解されることもありますが、あなたのような方がそばにいてくだされば、私としても心強いです。今後ともよろしくお願いいたします。 Jo, wir können eigentlich alle nicht, wa? Ja gut, ich meine, der Edelgards Truppe, die kaiserliche Armee, ich meine, klar, Todesritter ist ein Arsch für sich. Nicht nur ein Arsch, also eigentlich, mit dem müssen wir sowieso noch, beziehungsweise über ihn mit Edelgard drüber quatschen, weil irgendwie, nee, das Todesritter geht gar nicht. Ein anderer Typ vom letzten Kapitel, der mit Edelgard unterwegs war, irgendwie gecatcht haben, der war irgendwie auch so ein Arsch mit Ohren, also irgendwie. 一応将の身にある。わかると思うが、カスパルと同じベルグリーズ家に連なるものだ。しかし、5歳の連れ子である俺の地位は家の中ではとても低く、この戦いで何としても武功を挙げ、母や妹のために分家を起こさねばならん。Ich wollte schon fragen, ob er Kaspers großer Bruder ist, aber in dem Fall eher der kleinere. Oder ja, klein in Anführungszeichen. So. Ignas, du bist einer von den goldenen Hirschen hier. Wie sieht's bei dir aus? まさかこんなことになるなんて。数節前までは想像すらしていませんでした。だけど先生を信じるって決めた以上は僕も腹をくくりますよ。どれだけ役に立てるかわかりませんけど、逃げ出したりはしませんからね。 Alle verlassen sich auf mich. Ja, ja, bloß kein Druck. 別におでのことは気にしなくていいぞ。妹の村さえ無事なら文句はねえんだ。おではさ、同盟領に住んでたってだけで同盟諸侯に仕えてたわけじゃねえからな。それに先生が選んだ道なら多分間違いねえだろ。 Stimmt, der ist ja auch bei den Hirschen eigentlich. Oder war? Okay, macht aber soweit eigentlich alles Sinn. Auch natürlich dann bei den anderen Wegen, falls man sich halt für die entschieden hätte und Truppen aus ja, den Roten Adern rekrutiert hätte, wird alles soweit Sinn machen. 粛清された帝国貴族の中にはベストラ公の名もあったと聞きます。ベストラ公はヒューベルト殿の父親です。なのにヒューベルト殿は涼しい顔のまま。ここだけの話、兵士はみんなヒューベルト殿を怖がっていますよ。 Ja, kein Wunder. Ich meine, ich dachte ja lang genug, dass er der Flammenkaiser sein könnte, aber dass es Edelgard ist, damit... Ja, eigentlich, wenn man sich so darüber zurückdenkt und so, genau darüber nachdenkt, war es eigentlich logisch. Ganz ehrlich. Nein, schon in dem Kapitel, wo ja Flane und Manuela entführt wurden, beziehungsweise Manuela verletzt wurde. Und Edelgard, die meint, ja, von wegen, ja, wir sollen ja bloß da runtergehen, nachgucken mit allen anderen. Sie würde zurückbleiben und sich um Manuela und Flane kümmern. Mhm. Sie war die einzige, die nicht dabei war. Hubert ja schon. Und Protestant der Flammenkaiser auf. Ja. Man
er hätte eigentlich damals schon drauf kommen können. まあこうなる覚悟はしていた。親父殿と、そしてあのイノシシともいずれたもとを分かつことになるだろうとな。 Ich frage mich halt, das weiß ich nicht genau, weil ich die anderen Runden noch nicht. Also Blaue Löwe haben wir jetzt mal angefangen soweit, aber ich weiß auch nicht genau, wie es dort aussieht, ob Edelgard halt generell, sag jetzt mal, die Böse ist. Klar, es wird das Böse dargestellt, weil ich nehme mal an, dass dort halt auch sie, der Kirche, zu dem Zeitpunkt bereits den Krieg erklärt hat und so, aber ja, ohne uns, die er so geholfen hat oder halt den Rücken gestärkt hat, beziehungsweise einfach halt als Freund und als Sensei halt dabei war. Ja. 引きこもる部屋がなくなっちゃった。お家に帰りたいです。あ、そういえばヒューベルトさんに聞きました。私の父失脚したらしいです。まあアン・フレスベルグで好き勝手やってましたし。あれ、そしたら父はずっとお家にいるってこと？絶対にお家に帰りたくないです。もうここにいるしかないじゃないですか。 So geht's natürlich auch. Was mit euch beiden? かつて帝国ブリギット戦争しました。私今帝国協力する決めています。皮肉な選択ですか。私後悔しません。先生とエーデルガルト様信じる決意しましたから。 Das freut mich doch. あのエーデルちゃんが皇帝になって挙兵ねえ。もちろんいつかは皇帝になるとは思ってましたけど、改めて考えると驚きですよね。戦争になって勝てるのかしら。敵はセイロス騎士団なんですよ。でも先生なら何とかしちゃいそう。 Ja, wenn es will versuchen, ne? Also, was soll er sonst machen? Ah, Ferdi. Was ist mit dir los? エーデルガルトに父のことを聞いた。宰相を姫、帝都で軟禁されていると。確かに父は欲深く強引なところもあった。あったが、それでも帝国のために尽力してきたはずだ。この仕打ちはあまりにも。先生、教えてくれ。私はどうすればよいというのだ。次のエーギル公としてただ彼女に従い戦いに身を投じるべきなのか。 Fall mir bloß nicht in den Rücken, Freundchen. Ich warn dich. Streck dich eigenhändig nieder. シュバルサードラーベアか。僕は成り行きで組み込まれただけですが。 So, ein bisschen schneller hier machen. Ja, soweit bin ich eigentlich auch zufrieden. So sind wir schon einmal rundherum gelatscht. 危なかったぜ。あそこで修道院に残る選択をしてたら親父が敵に回ってた。いや、親子の絆がとかじゃないんだよ。本気で恐ろしい相手なんだ、俺の親父。まだ魔物の方がいいくらいっていうか、親父は俺たちとは別で西側に軍を動かすらしい。王国軍と一戦交えるのか？どこまでの連中が教団の味方をするんかな？ Gute Frage. Ich hoffe nur, dass relativ schnell dieses Ding rausgeht. Dieses, Mann, wie ist es schon wieder? 全皇帝は僕の父をはじめ主要な貴族たちに権力を奪われてましたから、皇位継承がすんなりいったのが信じられませんでしたよ。けどよくよく聞いたら、カスパルの父も僕の父もエーデルガルト派らしくて、軍務卿と内務卿が味方についたら軍事と財政を抑えたも同然ですからね。いつの間にかしっかり準備をしてたんですね。はあ Vorbereitungen, danke schön. Das war das Wort, was mir gerade auf der Zunge lag. So. 私は一介の兵士に過ぎませんが、生まれた時からセイロス教の教えを当たり前のように信じてきたのですが、陛下の言葉は本当でした。 Darum geht es nicht mal, ob sie sich jetzt verwandeln kann oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Es geht mir darum, dass sie halt wirklich alles irgendwie kontrolliert hat und so im Hintergrund und wir gar nichts mehr machen konnten und
ja, auch das mit der Kirche des Westens und so, wenn man so darüber zurückdenkt, was damals geschehen ist, macht langsam alles ein bisschen mehr Sinn. エーデルガルトの言うことは正直だけど、もし彼女のだから僕はここで戦う。 Ja gut. Hubert, Edelgard, wie sieht's bei euch aus? 生徒をまとめるのは皇帝ではない。そう、先生。貴殿が頼りですからな。特に国を離れ帝国に味方しようという者には心の支えが必要でしょう。貴殿が皆の心の支えとなるのです。エーデルガルト様が敷いていく道、その道を皆が突き進める道しるべに貴殿にはなってもらいたいものですな。これは私の心からの願いです。 Ah, ich glaube, ich verstehe langsam. Hätten wir jetzt also uns, sagen wir es mal so, bis zu diesem Zeitpunkt hin, hätten wir uns jetzt gar nicht darum bemüht, irgendwelchen Support mit anderen Charakteren, also sprich mit anderen Studenten aus dem Kloster irgendwie abzuschließen, hätten wir natürlich jetzt nur einen schwarzen Adlertrupp, also wirklich nur die aus dem Haus der schwarzen Adler, sonst gar keine. Die wären vermutlich jetzt alle unsere Feinde. Da wir jetzt aber schon ein paar rekrutiert haben, kämpfen die jetzt halt für uns. Dann hätten wir vermutlich alle anderen rekrutiert, die irgendwie gehen würden, hätten wir vermutlich kaum noch Gegner. Was eigentlich irgendwie noch interessant wäre. Ja, absolut mit viel noch verkackt, ja, ist klar. 私たちは本軍と合流しガルグマクを攻略する。あそこは険峻な地にある要害な上、一度も戦場になったことがないの。だから情報が少ないけれど持てうる力を全て費やしても攻め落とすわ。もちろん数字の上では絶対に勝てるだけの戦力を用意している。ただもし数字を超えるような人外の獣の力との戦いになれば、その時はあなたが頼みの綱になるわ。先生、信じているから。もちろんシュバルツ・アドラーベイヤーの指揮の方も頼んだわよ。 Ja, ja, bloß kein Druck. So, Unterstützung. Ja, Freunde, wir haben noch ein paar vor uns, das stimmt zwar. Ich will jetzt aber nicht mehr so viel Zeit verschwenden in dieser Folge damit. Deswegen hätte ich gesagt, wir lassen mal alle Gespräche bis auf eines übrig für später. Und das, was wir jetzt noch machen werden, ist das, was ich mich schon lange freue. Nämlich auf Rang B mit Edelgard. 嫌になるわね。やるべきことは山積みなのに次から次へと問題が発生して、たまには甘いものばかり食べて一日ゴロゴロしていたいわ。本当に嬉しい申してね。まあ絶対ヒューベルトに止められて実現しないからやらないけれど。 Der erlaubt doch sowieso nie was. 今は無理でもいつかはゴロゴロ。今笑ったわね。そんなに私がゴロゴロするとおかしい？ Nein! 笑いながらだと全く説得力がないわよ、先生。まあいいわ。それより伝えたいことがあったの。その改まっていようとすると少し照れくさいわね。ありがとう。あなたのおかげで私は私の道を進める。きっと私一人だったら心の余裕を失って冷徹で非常な皇帝にでもなっていたわ。あなたが私の隣にいてくれるおかげで私はエーデルガルトでいられるの。今まで誰一人として私自身を超えて私を指揮できる人なんていなかった。私と同じ目線に立って皇女だとか皇帝だとかを気にせずに対等に話してくれる人はいなかった。私は孤独だった。暗い闇の底から一人で立ち上がった。あなたは
そんな私に刺した眩しい光だったのかもしれないわね。 Sehr, sehr schöne Musik, Freunde. Ja, es macht jetzt, wenn ich es ganz ehrlich überlege, macht es auch mehr Sinn. Ich meine, auch das, was die anderen erzählt haben und so. Und vermutlich auch im Hinblick auf die anderen Routen. Also jetzt die mit den goldenen Hirschen und der blauen Löwen, falls wir uns halt dafür entschieden hätten. Hätte Edelgard zwar trotzdem wegen der Revolution eingeschlagen, aber wäre vielleicht zu einer Herrscherin kalt und grausam geworden wie Rea. Weil auch für Rea gibt es mittlerweile nur noch Schwarz und Weiß. Was dazwischen gibt es für sie nicht mehr. Und jetzt, ja, eben hätte das so auch passieren können. Die Frage ist ja, was wäre passiert, wenn wir uns für Rea entschieden, für die Kirche? Wäre sie dann trotzdem mal zu unserem Feind geworden schlussendlich? Oder hätten wir sie ähnlich beeinflussen, sagen wir jetzt mal, positiv beeinflussen können wie jetzt Edelgard? Angeblich oder offenbar. Kein Plan. Freunde, wir legen los. Speichern mal. Das spielt sowieso keine Rolle. Ich habe mit Speichern und so alles soweit vorbereitet. Wir können direkt loslegen. Komm. Schlacht im Garrick Mach. Jo. Genau. Warte mal, das Speichern, ey. Das ging lange. Genau, ganz kurz. Das ist das, wo wir noch die Option hätten, uns für Rea oder gegen Rea, beziehungsweise für Edelgard oder gegen Edelgard zu entscheiden. Das ist jetzt das, wo wir uns für Edelgard entschieden haben. Und irgendwann gibt natürlich hier Datei 3, wo wir uns halt für die Kirche und gegen Edelgard entschieden hätten. Datei 4 ist für die goldenen Hirschen und so weiter und so fort. Also soweit alles noch ganz cool. Und alles im Griff soweit noch. Bisher. Die Frage ist, wie lange noch? Schlacht um Garrick Mach. Das könnte brutal werden. 間もなくガルグマク大修道院ね。ここを陥落させることは軍略的にも象徴的にも非常に意味があるわ。皆にとっては共に学んだ場所でもあり、学友を盾にするような真似はしないと信じたいけれど、覚悟はしておいて。学友に思うところはないけど、同様に覚悟もないね。お前な、しょっぱなから士気が下がるようなこと言うなよ。俺はバッチリだからな。いつでも戦ってやるぜ。私には今ここにいる仲間以外に失うものはない。それで十分でしょ。故郷を離れた時、覚悟済ませました。私戦います。戦う覚悟ってどうやってするんですか？覚悟を決める覚悟ならできてますよ。あ、覚悟できないはずもない。私にとて追って立つものがあるのだから。みんなありがとう。それでは作戦を説明するわ。我々は遊撃軍としてガルグマクの中でも最も修道院に近い地区を攻撃します。エーデルガルト様や先生の顔を見ればセイロス騎士団も黙っていないでしょう。その間に残りの地区を本軍が全速力で包囲殲滅する。いわば私たちはおとりであり、同時に敵の重要戦力を抑える役割も求められます。修道院周辺に最も詳しいのが私たちだからという理由もあるわ。ただ大司教がまた白き者の姿になる可能性も考えられる。皆決して無理をせずに戦って。戦場での指揮は言った通り先生に任せるから。誰も死なないということこそ我らの勝利でしょうな、先生。シュバルツァ・アドラーベーヤの初陣、必ずや勝利で飾りましょう。Ja, warum nicht? Ich meine, wie gesagt, das Manifest ist ja raus. Ein Manifest ist ja, Mann. Idiot. Das Manifest haben sie ja verlauten lassen, so. Es ging jetzt an alle raus, so weit, so gut. Eigentlich können sich jetzt alle dafür entscheiden, ob sie für uns oder gegen uns kämpfen. Aber ich schätze mal, vor allem die vom Blauen Haus und Golden Hirsch, die wir noch nicht rekrutieren konnten, werden halt gegen uns kämpfen. Jetzt halt die Frage, müssen wir wie gehabt alle besiegen? Geht es nur darum, halt einen bestimmten Gegner jeweils zu besiegen. Dass wir halt, vielleicht können sogar noch gewisse
andere Truppen überzeugen, für uns zu kämpfen. So. Oh, Bogenschützen, na super. Gilbert. Ihn zu überzeugen wird schwierig, wegen seiner Tochter. Wer wäre schon der? Annette oder Hilda? War Hilda, war. Den blauen Löwen. Wir haben viele Pegasus-Ritter. Was Gegner? Okay, das ist soweit. Oh nein, Setev. Oh nein, Wyvern-Ritter. Oh nein. Schildes Ochain. Schütz vor kritischen Treffern. Ja, super. Rhea, ist die auch da? Nö. Oder? Nee, die sind nirgendwo da. Wer ist auf der rechten Seite, wenn Gilbert links ist? Nein, ich will nicht gegen Flame kämpfen. Abgesehen davon, dass sie verdammt stark ist. Gegen Monster? Hä, wieso soll es gegen Monster, wenn es gegen uns kämpft, sowas dabei haben? Aber okay. Okay. Das sind NPCs. Okay, gut. Ja, scheiße, was machen wir da, wa? Ganz kurz überlegen. Edelgard und Hubert sind fix, die kann ich nicht abwählen. Klar ist, dass Raphael mitkommt, die können es anders sein. Klar ist, Dorothea mitkommt. Aber mal die stärksten Einheiten ihren jeweiligen Formen. Felix kommt logischerweise auch mit, weil er noch trainieren muss für den Schwertkämpfer. Oder Schwertmeister wohl eher. Haben wir gesehen, es gibt viele Bogenschützen, also kommen Charmio und Bernadetta separat mit. So, jetzt haben wir noch 2. Ingrid. Ja, warte mal, der Hinweis von Hubert war, sobald sie uns und Edelgard entdecken, werden sie sofort auf sie losgehen. Okay, deswegen meine Idee, Edelgard bekommt Ingrid als Unterstützung. Dorothea schon mal als Magier dabei, Hubert ist ja auch ein Magier. Ich würde gerne noch Linhard als Magier mitnehmen. Klar, er hat auch den Eisenbogen, aber der Hauptgrund bei ihm ist halt, er hat noch als Zauber Wind und Windschnitt und wir wissen ja, Wind ist auch... Ah, ne, warte mal, das ist hier gar nicht mehr, wa? Scheiße, Wind ist gar nicht mehr effektiv gegen fliegende Einheiten, das war mal so. Aber egal. Da eine hohe Treffer- und Crit-Chance. Ich würde Mercedes auch gerne mitnehmen, aber mir gehen langsam die Charaktere aus. Und Ferdinand brauche ich halt auch. Alleine schon wegen seinen Fähigkeiten. Wegen seinen Fertigkeiten, so. Behendigkeit sammeln und so weiter, selber viel Behendigkeit. Ja, da werden noch oftmals critten und so. Das ist eigentlich schon cool. Dann wird Petra diesmal jetzt ausfallen. Ist jetzt nicht wirklich so schlimm, weil ich habe keine Truhe gesehen, die ich irgendwo plündern könnte. Wir haben dann Katapult. Kann nie von Beredten verwendet werden. Von wem sonst, auch von allen anderen. Okay. Dass für Flieger unpassierbar ist. Ja, hier können wir theoretisch durchbrechen, wollen wir natürlich so nicht machen. Okay, das heißt, das wäre so gar nicht mal so schlecht. Jetzt, was machen wir hier noch? Kaspar hat er zuerst gesagt, kommt mit, damit er noch ein bisschen trainiert wird. Ne, muss er gar nicht mehr. Petra Level 22, das passt mir eigentlich auch. Ich nehme, glaube ich, Mercedes mit und gebe sie Michael als Heilerin. Das ist, glaube ich, nicht so schlechte Idee. So, Team hätten wir. Also die Frage stellen wir uns auf, wa? Wir haben überall viele physische Einheiten. Wie gesagt, ich will Flay nicht angreifen, wenn ich hier natürlich NPCs habe, die man den Weg verbauen können, ist sowieso doof. Aber warte mal, hier bin ich doch. Hier muss ich komplett durch den Wald hindurch, das ist sowieso scheiße. Ne, dann gehen wir nach vorne, komm. Wir gehen hier nach vorne an diejenigen, die hier stehen. Kann natürlich Huber nicht bewegen, dankeschön. Dann machen wir das doch so. Michael ist auch schon hier. Die Schützen, ne? Da haben wir natürlich bereits die Panzerknacker da vorne. Ich habe hier kaum magische Einheiten, wa? Ne, das kann gut alles Raphael übernehmen. Dann brauchen wir natürlich noch einen Magier, der ihn unterstützt. Das hätte ich gesagt, Linhard. Michael kann ich jetzt natürlich nicht verschieben, aber ich hätte eher gesagt, Felix hat auch einen Panzerbrecher. Gut, dann geht ihr 3 nach links rüber. Michael muss mal gucken, wie der so bewegt, ob er nach vorne geht und direkt CTF angreift, der da vorne steht.
Und die vordere Flanke soweit bereit machen. Dann haben wir die hier. Ihr geht nach vorne. Pirscht euch auch einen Weg hier vorbei oder sogar hier. Und greift dann hier so an, ne? Das ist eigentlich so die Idee, Freunde. Okay, kurz speichern und los geht's. Muss sonst nichts mehr machen, wa? Hoffe zumindest. Gegner werden besiegt. Scheiße, ich muss alle Gegner besiegen. Nein! 勝機は必ず訪れる。今は選手に努めよ。城郭の外に防衛の陣。時間稼ぎですな。直ちにのける必要があるでしょう。しかし、備えがそれだけのはずもない。副兵も警戒した方が良いかと。 Oh, aus dem Hinterhalt, das höre ich nicht gerne. Mhm. Ja, da ist mal soweit klar. Okay, Zeit. Zeit, das ist ein gutes Stichwort, Freunde. Es ist nämlich Zeit, den Part zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zurück hier. Und ich habe das Gefühl, das wird noch richtig übel. Oh, weia. Bis dahin, ciao zusammen.